Memra bedeutet, der ewige Gott ist ein Gott, der spricht. Atheisten haben den Eindruck, wenn sie zum Himmel schauen, uns gähnt ein sprachloses Universum an. Ohne Sinn, letztlich ohne Sinn und ohne Ziel. Aber wir dürfen wissen, es gibt einen Schöpfergott, der alles in Dasein gerufen hat. Aber das ist nicht ein Gott, der schweigt, sondern ein Gott, der spricht. Und darum ist der Sohn Gottes Mensch geworden. Gott wollte so deutlich sprechen, er ist in diese Welt gekommen, um zu sagen, wer der ewige Gott ist. Und das wird im Johannesevangelium ganz besonders eben betont. Darum in 1 Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen. Gott ist in diese Welt gekommen, um zu sagen und zu erklären, wer Gott ist. Und darum hat der Herr Jesus gesprochen. Und wir haben im Johannesevangelium ganz viele Reden. Aber eben auch eine ganze Serie von Dialogen, wo der Herr Jesus mit Menschen allein spricht. Und nun haben wir gesehen, zuerst Johannes 4. Der Herr Jesus musste durch Samaria ziehen, weil er in Judäa war, im Süden Israels, und er wollte nach Galiläa in den Norden gehen. Und wir haben gelesen in Vers 4, Kapitel 4, er musste aber durch Samaria ziehen. Das ist naheliegend, denn das ist der direkte Weg von Judäa durch Samaria. Das ist das heute sogenannte besetzte Westjordanland, der nördliche Teil ist Samaria. Und das ist der direkte Weg. Aber heute geht kaum einer durch das nördliche Westjordanland, wenn er von Judäa nach Galiläa gehen will. Was macht er? Da geht man eben über die Autobahn Nummer 6. Ja, und die macht einen Umweg. Die erreicht man eben am Rand des sogenannten besetzten Westjordanlandes. Und da kommt man am schnellsten nach Galiläa. Aber man muss bezahlen. Man wird fotografiert und die Rechnung kommt schon. Warum nicht? Weil der Weg ist gefährlich. Und damals war er auch gefährlich. Es gab eine große Feindschaft zwischen Juden und Samaritanern. Und man muss damit rechnen als Jude, wenn man eben diesen direkten Weg ging, dass man gesteinigt wird. Und nun lesen wir, er musste aber durch Samaria ziehen. Warum musste er? Alle Juden machten den Umweg damals ohne die Shesh. Das ist die Autobahn Nummer 6. Ja, also warum musste er? Er musste, weil er dieser Frau begegnen musste nach Gottes Plan.